Moin, ich bin Carol und ich bin 14 Jahre alt und ich mache dieses Jahr die Firmung. Und dafür habe ich gefragt, ob ich bei dem heutigen Projekt mitmachen will. Und ich habe mir das heute Buch rausgesucht, 10 gute Gründe für Gott, die 10 Gebote in unserer Zeit, von Stefan Sick. Moin, ich bin Leonie Vallo, ich bin 14 Jahre alt und ich mache die Firmung in Howard. Und ich stelle das Buch Lauf um dein Leben, die Weltreise der Sneaker von Wolfgang Korn 4. Moin, ich bin Carol und ich stelle das heute Buch für 10 gute Gründe für Gott. An dem Buch geht es um die 10 Gebote aus unserer Zeit. Das heißt, die 10 Gebote gehen mit einer kleinen Geschichte aus unserer Zeit erzählt. Und ich stelle euch zwei so Geschichten vor, die mir am besten gefallen haben. Die erste Geschichte heißt Der Flamingo im Pool. An der Geschichte geht es um ein Mädchen, hat heißt Lena und hat post gerne Bilder und wenn hat groß ist, will hat Influencer gehen. Das Problem ist, hat post immer ein Bild von einem Pool, mit aber nicht sein Pool. Der Pool gehört nämlich einer Madame, wo Lena immer an dem Haus schafft, für ein bisschen Geld zu verdienen. Und wenn das mal dann fort ist, möchte hat dann immer Bilder und postet dann. Und am Anfang lädt Lena die Menschen an, sogar seine beste Freundin, an dem sie sieht, es wäre sein Pool und hat wir so reich. Aber am Anfang ist das gar nicht so. Anhand dieser Geschichte ist das 8. Gebot verstopft, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Die zweite Geschichte heißt die beste Idee. Und da geht es um eine Projektwoche an der Schule. Da sind halt so Klassen, die dieselben Prof haben. Und die 2 Klassen mussten eben ein Thema für die Projektwoche finden. Und ja, an der enger Klasse ist der Lukas und Jenny. Und die Klasse hat ein bisschen Probleme, ein Projekt zu finden. Und Jenny wurde aus Versehen an einen Gruppenchat von der anderen Klasse angefügt. Und hat dann halt gelesen, was für eine Idee sie haben. Und zwar, sie wollen den allen Leuten helfen, dass sie mehr besser einstehen mit den Handys und mit den Computern und so. Und Jenny weiß, dass sie am Anfang die Erste sind, die vorstellen, und dann die andere Gruppe, Klasse. Und dafür hat die Idee, einfach die Idee zu klauen. Und dass der Prof das dann halt nicht merkt oder so. An dieser Geschichte ist das 7. Gebot verstopft, und zwar, du sollst nicht stehlen. Mir hat das Buch ganz gut gefallen, weil ich schon cool fand, dass die 10 Gebote eben durch eine kleine Geschichte aus unserer Zeit erzählt gesehen, für das eine doch besser versteht, so an unserer Zeit. Und ich schon doch gut fand, dass Hanne ganz zum Schluss am Buch all Gebote stehen, für das ihn dann auch weiß, was für Gebot zu was für einer Geschichte passt. Moin, ich bin Leonie Vallo und ich stelle das Buch Lauf um dein Leben 4. Am Buch geht es darum, dass ein Journalist bei einem Stadtmarathon ein paar Chancen neben der Piste findet. Und der Journalist will rausfinden, für was die Chancen bleiben und die Geschichte handelt diese Chancen. Nach seiner Recherche findet er heraus, dass er an Afrika muss reisen, an China. Da lernt er lauter Leute kennen und lernt auch die Kultur kennen, die Leute haben. Aber es gibt noch Themen angesprochen, die nicht immer an den Medien angesprochen, wie zum Beispiel, dass die Leute handeln nicht so viel verdienen und in einer schlechten Arbeitskonditionen schaffen müssen. Aber auch wird viel über die Leute geschwärzt, was sie machen, aber auch die Geschichte über das Land. Das heißt zum Beispiel über Äthiopien geschwärzt, wie war aus das Land so wie das, wie war sind die so arm, es wird auch viel über die aktuellen Probleme geschwärzt und auch über den Welthandel und über die Globalisierung. Und was auch gut im Buch ist, dass, wenn zum Beispiel über Globalisierung geschwärzt wird, dann können eine kurze Erklärung zum Thema, was das ist und was es eigentlich geht. Aber was mir auch am Buch ganz gut gefallen ist, dass es gut geschrieben ist, weil mir nicht, dass es eigentlich eine falsche Geschichte ist, weil die Geschichte ist erfunden.
mit meinen der Weg so passiert, weil die viel Detail und das auch auf verschiedene Personen geschrieben. Was auch gut ist, dass ich viel Hintergrundinformationen kriegt, weil es geht auch viel über Journalismus geschwärzt, wie zum Beispiel, wie geht ein Artikel an eine Zeitung geschrieben, und das nicht so einfach wie nicht Mengen, dann geht auch viel über die Leute geschwärzt, und das ist auch ein Thema, was wichtig ist, weil alle Kinder, die mir und die kommen von hinten, oder sie machen das für euch, muss mir auch wissen, wie es ihnen geht. Und das ist auch wichtig. Also das Buch kann ich gut weiterempfehlen, das ist interessant.